versucht der Lebkuchenmann sein Glück. «Vergiss es», ist die Antwort. Dann denkt Frau Lebkuchenprinzessin darüber nach, was sie gerne will. Ich möchte raus aus diesem Laden, spüren, wie die Welt hinterschreiben ist. Ich will zu den Kindern heim, in ihre Zimmer gläuseln, wie die wohnen. Möchte lernen Schlittschuhen, über eine Rutschbahn absausen, Trompete spielen, auf einem Pony reiten und ein Schubmatch machen. Unterdessen ist das Mädchen, das, was die Frau Lebkuchenprinzessin vorhin lang von draussen geschaut hat, mit einem Grittibänz unter dem Arm zum Laden auszottelt. Ein paar Tränen und rote Augen sieht man noch, weil es eigentlich doch eine Lebkuchenfrau hätte wollen. Ein paar Schluchzer waren durch die Bäckerei zu hören. Aber noch, so früh am Morgen gibt es nichts mit Zucker, hat die Mami gemeint. Da hat das Mädchen am Schluss lieber eine Gritti genommen, als gar nichts. Vor dem Laden aussen schickt sie ihr wunderschöne Frau Lebkuchenprinzessin noch ein Münzchen durch das Schaufenster, winkt und merkt nicht, dass von der anderen Seite ein Mann mit einem Hund an der Leine kommt zu laufen. Der Hund hat natürlich der feine Gritti-Benz schon lange geschmückt. Als er nach genug ist, streckt er sein Hals, macht das Maul auf und schnappt sich ein Bein von dem feinen Znüni. Da geht die Granny-Sirene vom Kind natürlich wieder los. Der Lebkuchenmann klatscht in die Hände. «Haha, von wegen langweilig, bei uns geht die Post ab!» Im Gestell hinter der Ladentheke, dort wo die Gritti-Benzen verräumt sind, murmelt es wild durcheinander. «Jesus, nein, der Arm, habt ihr das gesehen? Einfach vom Hund verwünscht worden!» Die Frau Lebkuchenprinzessin schudert. Nein, eine solche Abwechslung hat sie sich nicht gewünscht. Sie schaut angestrengt zu, was weiter passiert. Der Mann mit dem Hund entschuldigt sich. Der Hund muss den Gritti-Benz rausrücken. Der sieht böse lediert aus. Nur noch mit einem Bein und ganz nass von mir Hundeschnauze stecken. Der wird hin und her geredet. Bis plötzlich das Modium strahlt, zusammen mit dem Mann in die Bäckerei reinkommt und sagt: «Ein Gritti-Benz und eine Lebkuchenfrau, bitte. Ich bekomme eben jetzt mein Gritti ersetzt, das der Hund hat angekaffelt. Und als Trostpflästerli, weil ich so erklüpft bin, gerade noch eine Lebkuchenfrau dazu», erklärt's. Frau Lebkuchenprinzessin ist gerade sofort klar, dass das ihre Gelegenheit wäre, einmal hier vorzukommen. Wenn sie nur einfädeln könnte, dass die andere Lebkuchenfrau aus der Tasche, wo sie drinnen steckt, rauskumpelt,